Ich habe mal gehört gesagt von wem, dass der gleich in der Striden und der andere, der das wel ich. Der wird mir gut schauen wollen, vielleicht zu denken, dass das würde mich auch treffen. Mir ist gar nicht schlecht, eine gute Eintäuschung über eine Meinung zu haben mit wem. Aber mal, wenn das respektvoll zuhört, und du nicht was wir ihnen sagen, wenn ich eine Seite bejaft. Ich habe nichts zu wählen, wenn wer nicht mit mir mitstimmt, über eine Meinung. Ich sie wollen mich zu verteidigen, über was ich glaube, aber die dürfen du nur mit mitstimmen, wenn sie glauben, dass ich reich sie. Und wenn sich da von jährlichen Dingen verhält, wenn das dann auch mit der Bibel mitstimmt. Eine persönliche Meinung ist gar nicht arg, aber wir müssen aufpassen, dass wir da nicht höher erheben, als das Wort Gottes. Und die Bibel soll uns Grund sein, worauf wir bauen können, und alles andere muss mit der Bibel mitstimmen. Wir wollen aufpassen, dass wir nicht andere Spannungen verursachen über persönliche Meinungen. Spannungen und Uneinigkeiten sind noch immer gewesen. Und die werden wahrlich immer bleiben. Viele, und vielleicht auch die meisten davon, sind die Folgen von zu eigensinnig sein. Wir sind einmal zu sehr auf unseren einen Punkt fest und können dadurch unseren Nächsten nicht verstehen. Das befängt wir sehr bald, wenn wir vom Jährlichen vertalen, auch eine Politik und sogar von wo fort oder trägt das der Pastor sein. In die Zeit, wo wir nun leben, wo Social Media so viel Einfluss hat, merkt dort noch mal bloß immer euer und es steht besser. Das ist eine Stadt, wo die Feind eine große Macht gekriegt hat in unserer Welt. Wo immer du ein Streit in eine Jagd hast, du hast die Friede Gottes nicht mit an. Wenn das dann mal bloß in der Welt manche Ungläubige so wie, würde gut sein, aber dort ist man ganz Christen auch. Die Welt kennt den Frieden Gottes nicht, und dann soll uns dort nicht wundern, wenn die sich Hand und her über verschiedene Dinge streiten. Aber bei Christen soll das nicht so sein. Ich glaube, die meisten Spannungen von Christen ist nicht über Dinge, wovon die Schrift von sagt, dass wir sollen die Gemeinschaft überbrechen. Ich befinde, dass es sehr verken, dass es bloß über persönliche Meinungen in Menschenregeln ist. Wir sind verken so hastig reut, wem zu rechten, wenn die nicht mit einem mitstimmen. Wir sind nicht willens, sie zu betrachten, weil wir wollen nicht mit uns machen tauschstunden, dort wir am Erreichten werden. Wir würden schon viel Uneinigkeit und Spannungen verbieten, wenn wir die andere Seite anhören und genug Respekt beweisen, dort wann seine andere Meinung haben als einer, solange es dort nicht klar in der Schrift ging, wie da nicht Fuß verdammten und aus unsere Jena oder Feind ansagen. Das Volk Israel hat auch einmal einen Moment, wo sie sich nicht so recht verstehen können. Ein von seinen Tiden befand sich ganz am Anfang, als die Juden haben alle Völker aus Kanaan gedreven, und nu werden sie betur, dass sie ihr Land alle haben angedeutet und wollen dort besiedeln. Und wenn die in der Bibel mit haben, dann kann je mit mir taub unsere von der Geschichte überlesen. Ich will Jesua Kapitel 22 von Vers 9 bis 35 lesen. Und da will ich 3 Gunnen in seinen, was wir davon können, von der Lehre nehmen für uns. Und das ist ein bisschen ein langer Aufschnitt, aber der las ich so klar und habe so viel dabei, dass ich dachte, das lohnt sich gut, das immer zu lesen. Aber ich will noch erst ein klein bisschen von den Hintergrund reden, was hier passiert. Jesua und die 12 Stämme haben die Städte nu alle eingenommen und angedeutet, was Gott, ihre Verführer Abraham, Isaac und Jakob versprochen hat. Und Moses hat die Stamm von Ruben, Gad und den halben Stamm Manasse all an der Osten Seite, Jordan, aufgegeben. Sei über den Jordan trocken. Aber sie mussten Moses dort erst versprechen, dass die Männer alle würden mit das ewige Volk durch den Jordan gehen und helfen, die ihr Land annehmen, ehe sie dort kriegen. Und sie versprachen dort und sie hielten ihr Versprechen auch. Die Männer von Ruben, Gad und den halben Stamm Manasse werden der letzte Wort durchdrehen und ihr Land gingen, weil sie wollen sicher merken, dass sie ihr Versprechen würden Kraft holen.
So diese Geschichte, was wir hier lesen wollen, da befindet sich auf dem Weg Tränenhuis. Jesua Kapitel 22, Vers 9 bis 34. So trocken die Männer von dem Stamm Ruben und Gad und den halben Stamm Manasse von der anderen Israeliten weg von Silo, wo im Land Kanaan liegt. Und sie reisten los, das Land Gilead aufgehört zu tragen, was sie nur dem Herrn sein Wort durch Moses geerben haben. Als sie bei der Steinerkranz Jordan kämen, was nach dem Land Kanaan liegen, büden die Männer von Ruben, Gad und den halben Stamm Manasse durch, Jordan einen großen, schmacken Altar. Als die Israeliten den nur recht hielten, horcht, der Männer von Ruben, Gad und den halben Stamm Manasse haben an die Grenze von dem Land Kanaan bei den Steinerkranz Jordan und jene Kant das israelitische Land in Altar gebaut. Dann kamen alle Männer von Israel in Silo taub, jen an zum Kampf zu gehen. In die Israeliten schickten nur die Männer von Ruben, Gad und den halben Stamm Manasse in das Land Gilead, den Priester Pinhas, Eleazar sein Sohn, und mit ihm taubtieren Lehrer in jeder Stamm von den Israeliten einen, und jeder einer von ihnen wie der Lehrer an seine Volksgruppe über Tausende in Israel. Und als sie nun an in das Land Gilead kamen, reden sie mit an und sagen, so lasst dem Herrn seine ganze Gemeinde sein. Woran versinnt ihr damit, dort die dit je in Israel ihren Gott getan haben? Die haben ihn von dem Herrn weggedreht und einen Altar gebaut und sind von dem Herrn aufgefallen. Regt die Schuld noch nicht auf, was wir bei Peor ab uns gelut haben, von der wir von der noch nicht gereinigt sind und wo wir in eine Plau über dem Herrn seine ganze Gemeinde kämpft? Und dann dreh ihn von dem Herrn weg? Sei ihn nicht, was du kommen wird? Von der erhebe ich ihn dem Herrn und morgen, was in euer, die ganze Gemeinde von Israel treffen. Wenn ihr aber meinen, dass ihr Land Aren ist, dann kommt ihr nur uns in das Land, was dem Herrn gehört, wo dem Herrn seine Wohnung steht, und siedelt doch du an. Aber hilft nicht in dem Herrn und in uns, dass ihr einen Altar bauen, bitte dem Herrn, unseren Gott, seinen Altar. Deit sich nicht Achan, Serach sehen, und dort Gebäude versinken, und käme nicht die Euer über die ganze Gemeinde von Israel, wann heute doch bloß ein Mann wir? Und heute käme nicht aus der Einzelne wegen seiner Schuld arm. Dann antworten die Männer von Ruben, Gad und den halben Stamm Manasse und sehen zu der Lehre über Tausende in Israel. Der starke Gott, der Herr, der starke Gott, der Herr, weit dort. In ganz Israel soll er auch weiten. Wenn dort iets staltet oder antreedt in dem Herrn passiert ist, dann soll hij uns von der nicht helfen. Wenn wir in den Altar gebiet haben, dort wir uns von dem Herrn wegdrehen wollen, am Brandopfer und Etesopfer zu boven zu opfern oder Dankopfer zu bringen, dann soll der Herr mit uns aufrechnen. Wir deuten das viel mehr, weil wir besorgt werden, dort jene nu kommen in Zukunft zu uns nu kommen sein können. Was habt dort nicht sein können? Was habt ihr mit dem Herrn Israel ihren Gott zu tun? Der Herr hat doch den Jordan aus Grenz zwischen uns in Jünd gesagt, je kommen von Ruben und Gad, je haben kein Anteil an den Herrn. Und so würden jene nu kommen, andere nu kommen daran hingern, dem Herrn zu fürchten. Du wen seht wie, wir wollen einen Altar bauen, der nicht zum Brandopfer oder Schlachtopfer opfern ist. Der soll bloß ein Tiken sein zwischen uns und Jünd, und zwischen uns und jene nu kommen. Für dort wir dem Dienst für den Herrn daunen wollen, verarm mit unser Brandopfer, Dankopfer und Schlachtopfer. Jene nu kommen sollen nicht zu uns nu kommen sein, dort wir nicht und dem Herrn seine Gemeinde gehören. Wenn dort aber einmal so wie kommen soll, sollen unsere nu kommen sein können. Bekicken diesen Altar. Unsere Väter haben den genauso Gebet aus dem Herrn sein Altar gebet ist. Aber nicht zum Brandopfer oder Schlachtopfer zu opfern, bloß aus den Tiken, was beweist, dort wir auch zum Herrn gehören.
Dort soll weit auf von uns wegbleiben. Dort wir ansehen dem Herrn erheben und uns von dem Herrn wegdrehen, in einen Altar bauen, zum Brotopfer, Etesopfer und Schlachtopfer zu opfern, bitte dem Herrn, unseren Gott, seinen Altar, wat für seine Wohnung steht. Als die Priester, Pinhas und die von der Gemeinde geschickte Stammlehrer, diese wie het hielden, wat de Männer von Ruben, Gad und Manasse sehen, sagen sie dort für Gott an. Und die Priester Pinhas, Eleazar sein Sehen, seht der Männer von Ruben, Gad und Manasse, wir kennen dort von der sein, dort der Herr ist an unserem Mad. Weils je nicht an dem Herrn versündigt haben mit dieser Sache. Nu habt ihr die Israeliten uit dem Herrn seine Hand gerat. Dann gingen die Priester Pinhas, Eleazar sein Sehen, und der Stammlehrer 3 von der Stamm Ruben und Gad, von het Land Gilead naar het Land Kanaan, naar die Israeliten, und brachten an die Antwort. Und die Israeliten werden tevreden mit, und sie lobten Gott und sehen, dass sie nicht mehr jen an zum Kampf gehen wollen, das Land zu verdorben, wo die Nukommen von Ruben und Gad binnen woonden. Und die Männer von Ruben und Gad benannten den Altar, hij ist ein Teken zwischen uns, dat der Herr Gott ist. So, das ist ein bisschen langer Aufschnitt. Ich will nur mit einer Uitleiding von down, aber ich fand es viel leichter, das bloß überlesen. Ich dachte, das sich halbwegs erklären. Und mir wird es bloß abfallen. So, ich habe durchgelehrte Wochen geschrieben, und habe dieses dort in der Andacht, wo ich die Bibel will, ganz durchgehen, Kapitel bei Kapitel. Und dann fange ich in ein Buch an, und jeden Tag, von Montag bis Freitag, nehme ich dann ein Kapitel, und ein paar Versen davon, und schreibe ein bisschen Uitlegung und eine Karte Anwendung davon. Und als ich das Buch Jesua durchging, und mit diesem Kapitel schreibe, wie mir das abfällt. Ich fühle mich so, als wenn das Kraft stimmt. Das wird ram uns in dieser Deel ging. Und das wird al duizenden Jahren passiert. Aber das stimmt krijgt mit unserer Zeit. Want wir würden ein klein bisschen die Einzelheiten verändern, pas krijgt man uns von dem. So als die Stamm, wat an der Außen sieht, gingen, worden sie haben ein bisschen Angst gekriegt, dass der andere Stamm mit der Zeit würden verwendet teilen als sich. Oder sogar für beiden mit Taub bei den selbsten Altar Gott zu opfern. Dit seinen Pferd zu bauen, beschloten sie unter sich, einen großen schmacken Altar zu bauen, nach an der wahrsten Seite von den Jordan. Und dit soll zum Teken dienen, dort sei auch zu Gott sein Volk gehirden. Ihre Motiv wie Gott, wo werden sie den Altar bauen. Und sie wollen nicht bitte dort gesagt daunen, und sie haben das nicht. So ist das passiert fertig. Du willst wer was daunen für den Herrn. Aber dort ist ein Bett anders, als was sie bei dann getan haben. Und dann wird es für euch sein als Arach, eine Sinn oder sogar eine Gotteslästerung. Und viele Menschen sind wegen zo'n Glück altgerechten, sei geschlagen worden. Die wird gerechten verdammt, ehe die Sache überhaupt ist ungesagt worden. Du wird gesagt, und dort wird Fuß als Wahrheit angenommen. In der 11. Vorschrift dort, als die Israeliten die nur recht hielten, da werden sie auf Fuß reut, gegen ihre Brüder kriegen zu gehen. Das ganze Volk hat sich gescheit abgerecht, uns die Sache erst zu untersuchen. Und so der hat verken, du hast viel von der Gerät gemerkt, und alle Mann ist ganz verwirrt, aber keiner hat die Sache überhaupt untersucht. Of dat zo is, oder wat de Meinung davon ist. Wir sollen uns nicht lutentlich abregen wegen irgendwas, ehe wir uns die Sache unterstunden haben. Besonders wenn sich dort am Bekannten handelt, so als Freundschaft oder Freund, wem wir das kennen als Söhne, die einen guten Charakter haben. Der 2,5 Stamm von der Außenseite Jordan wurden sich im Bett verführt in je Schleuern gefällt haben, als sie von den großen Abrühr hielten. Sie hatten hier nichts mit Schlammet gemeint. Und nie wurden sie so wenig verklagt. In so einer Situation ist das, wo die Ruth von Jakobus Kapitel 1, Vers 19 fein beipassen, wo das schreibt: Meine liebe Brüder, seht schwinn bei der Sache im Horchen,
überlegt euer Gereden und wird nicht leicht da. Weil wir nicht euer Rechten, euer die Sache euer Stunden haben, das wird uns allein viel Missverständnisse sparen. Weil sei wird deuten, wird ein Bett verschieden wir die Einigkeit nie brechen. Aber euer wird andere Tieren stammen, tauhens rechten, weil wir die Geschichte im Bett von Erde sie betrachten. Sie werden gut bekannt mit den Folgen von der Sinn. Wann wir je in Gott eingehusen wir. Als Israel nach einer Wildnis bei Peor wir, da fangen etliche Männer sich an mit dem moabitischen Frühes aufzugeben, und sie deinden auch, da ihre Jatter. Und das brachte in euer Gottes Everett Volk, und du wären 24.000 Menschen an der Plau gestorben, was Gott in seinen Euer ab ihnen geschickt hat. Nur 4. Mose Kapitel 25. Und auch Luther, als sie alle in Kanaan werden, dann hat Achan sich Dinge in sein Zelt verstärken, was der Herr uns verboten hat. Und Gott bestraft das ganze Volk für seine Sünde. Sie verloren den Kampf hier in der Stadt Ai, und an den Kampf wurden noch 36 Männer totgeschlagen. Die eine Person seine Sinn hat nicht bloß Armschuden gebracht, aber das ganze Volk. Und noch etliche Menschen, die durch nichts mehr zu tun hatten, und hat ihr Leben gekostet. Sie nehmen die Sinn ernst. Wenn Janestamm gesündigt hatten, dort können nicht tachgeluten worden. Diese Erden über jene Sinn wie Gott. Mocht uns die Sinn auch so gehen ansehen als irgendwie. Aber Fehler wird, dass sie sich alle abregen leiten, über in Ramgerede. Sie mögen sich alle ab in jenen und Silo am jenen Stamm Ruben, Gad und der halbe Stamm von Manasse zu kämpfen. Und was es wohl nicht haben sie interessiert, weil sie den Tag nach ihr Schwem verabschieden, zu seinen Aufdauer nicht noch können unterwegs sein, mit ihnen zu behandeln als der Krieg. Na Ramgerede, wie euch genommen, als Wahrheit, ohne dort zu untersiegen. Die Tierenstamm haben beschlossen, dass Jane wären im Arrechten, und die haben gesündigt, und du musst nu unbedingt was mit dir tun. Du kämpfst nicht immer Jerusalem in Sehen rüt, weil wir zu hastig über was Rechten tun, ohne dort unsere Sache zu haben. Du wirst viel zu leicht und Ramgerede für Wahrheit euch genommen, uns unsere Sache zu werden. Dann wird wem zu sie geschoben und auch einmal verdammt. Und dort ist, wo die Streiterei dann anfängt. Das ist besonders traurig, weil noch zwischen zwei Partien passiert, was sich gut kennen und das Gemeinschaft haben. So verursacht dann so eine Spaltung in der Einigkeit zwischen Erd als Gebrechen. So verursacht, wenn du bloß im Bett gebreckt wird, und sei sich die Sachen unterstanden, würden sie viele Mal große Missverständnisse in den Stich gehen können. Und du hast für einen Ruhm, um nicht übereinzustimmen. Dort ist nicht immer gemeint, dass der eine mordreich sind und der andere mordreich sind. Was die zweieinhalb Stammen von der Außenseite den Jordan haben von Gott angesehen, sagen die andere für Sinn an. Eine Gruppe glaubt, sie haben, was Gott hat getan, und die andere Gruppe sagt dort, für was bei sich. Hier wird wenigstens ein Missverständnis. Als die geschickten Männer erst bei Gilead kommen, reden sie ja fort so an, als wenn sie was sehr Schlechtes getan haben. Sie beklagen ihren Fuß und hielten ihn verschuldigt, uns dort, die sich verteidigen können. Und der Stamm Ruben, Gad und Manasse ward Fuß für Gotteslästerung beschuldigt, ohne ihn zu fragen, et wat für eine Meinung sie das getan haben. Maar nu dem, dort erst hunsch verklagt wird, jeden Jahr ab mit reden, so dass sie sich verteidigen können. So ist eigentlich mal sehr schwer zu schlagen, wenn einer so hunsch verklagt wird, ohne dass wir versagt haben, ob das überhaupt stimmt. Und der Stamm von Ruben, Gad und Manasse antworten der Lehrer, ohne Fußstall gehen und zu reden. Sie geben ja die Ursache, warum sie das Wort getan haben.
Sie haben nicht im Sinn gehabt, gegen Gott sein Wort zu gehen, aber haben das durchwärts getan, weil es das soll ihn anspornen, am Gehorsam zu bleiben. Hier ist ein gutes Beispiel, wo wir die beantworten sollen, was nicht mit uns mitstimmen oder uns verklären dürfen. Die Männer von Loewen, Gad und Manasse, deuten ihre Verklärer nicht beschuldigen, aber sie erklärten ihre eigene Meinung. Sie geben die Ursache, warum sie getan haben, was sie haben, und beweisen auch, wo sie damit kein Gesetz mit übertreten haben. Weil sie nicht auch fortdauert werden, können dort Missverständnis hastig geleistet werden. Alles, was er braucht, wie eine Partie muss sich groot abstellen in een beetje de Brixen aandragen, omdat zij zich amzig waar verstaan können. Wenn uns aardig verstanden oder bescheucht worden, jaft uns dort zu wählen, kein Reich den nächsten Treat zu tun, für was sie uns zu tun haben. In Matthäus Kapitel 5, Versen 38 bis 40, was durch die Bergpredigt genannt wird, da sieht Jesus das wird. Die haben auch gehört, dass du gesagt wird, ein Euro für ein Euro und eine Ten für eine Ten. Aber ich sage ihnen, dort überhaupt nicht reich eiven, wann jemand wir erreicht hat. Leider, wenn die wir auf der rechten Markt schlägt, dann hol am die linke Hand. Und wenn die wir für gerecht nimmt und den Rock verlangt, dann jaff am auch den Everrock. Wo hastig würden nicht die meisten Streiterien zum Stillstand kommen, wenn wir das eindeuten, jedes Mal, was uns artig geüdelt oder behandelt wird. Ich will nicht weiter zurückgehen nach die Frau, die ich ganz am Anfang stellen. Können wir uns zu wens einig sein, wann wir verschieden sind. Und das bringt dann noch eine Frau mit sich, und dort ist, über was haben wir dann verschiedene Meinungen. Und diese zweite Frage ist vielleicht wichtiger, dass wir die erst beantworten, ehe wir die erste kennen. Wenn sich doch bloß um persönliche Meinungen handelt, so als wenn man in der Kirche singt oder in tägliche Sachen, so als Fortgehen auf ein Furt oder ein Schaf der Pastor ist, dann soll dort niemand dazu kommen, dort wir nicht über ihn dem Herrn einig sind. Wenn sich dort um irgendeine Sache handelt, was nicht klar beschrieben steht, dann werden wir die Dinge nicht brücken, um uns mit unseren Nächsten zu vereinigen. Aber, wenn wir verschieden sind Dinge, wo die Bibel eine klare Lehre hat, und dort mit der Radung zu tun hat, dann lohnt sich, dort abzupassen. Zum Beispiel, wenn wir lernen, dass alle Menschen nach dem im Himmel kommen, dann können wir nicht mit anderen Einigkeit mitstimmen, weil es dort lehrt je in der Bibel. Oder, wenn wir lernen, dass die drei einige Gott, Vater, Sohn und Geist, nicht von Ewigkeit her gewahr sind, und dass Gott nicht ein und auch einig ist, waren auch in drei Personen, dann können wir auch nicht mit so einer Einigkeit mitstimmen. Woran ich immer probiere zu sein, ist das. Ja, das sind Dinge, woran wir würden machen, in Einigkeit sein mit wem. Aber das sind nur wenige Dinge. Wenn du kommen andere Mitchristen, dann soll wir viel Dollar uns beschaffen, mit woran wir überein sind, als wo wir mit verschieden sind. Wenn wir verschieden sind, da werden wir sein, ob wir nicht kennen von unseren Verschiedenheiten lernen. Wir dürfen gar nicht alle überein gesonnen sein, solange es dort nicht jene Schrift gibt. Wir haben verschiedene Gaben und sind verschiedene Dinge beraubt. Und dort wird je nicht immer schaffen, dort wir können alle überein sein, wann wir so verschieden gemerkt sind. Wir sind gar nicht beraubt, alle überein zu sein. Aber wir sind beraubt, uns einig zu sein. Und du hast einen großen Unterschied zwischen überein sein und einig sein. Und guck mal, wie verschieden unser Körper ist. Wir sind an all die verschiedenen Glieder beneidigt. Wir sind an die kleinen Teil so gut beneidigt als an den starken Arm.
die haben zwei ganz verschiedene Abgaben, aber sie dienen alle beide den Körper an, dass der schaffen kann. In 1. Korinther 12 bringt Paulus den Körper als ein Beispiel von den Menschen ihre Verschiedenheiten. So in 1. Korinther 12 bis 14 schreibt Paulus: So ist ein Körper ein ganzes ist, wann der auch viel Glieder hat. Und all die Glieder, so viel es dort auch sind, ein Körper sind, so ist dort auch mit Christus. Wir sind alle durch einen Geist und einen Körper angedeutet, auf Juden oder Griechen, auf Sklaven oder Frei. Und wir haben alle denselben Geist zu trinken gekriegt. Ein Körper ist nicht mit ein Glied, aber mit vielen. Wir können nicht alle überein sein. Und wir dürfen noch gar nicht. Aber wir müssen daran denken, dass wir sind alle in denselben Körper, durch denselben Geist, angedeutet. Der Körper, was hier die Gemeinde von Jesus Christus mit gemeint ist nicht bloß von alles das selbst hier glatt abgemerkt, aber von verschiedenen. Dort ans Körperreich arbeiten kann, braucht das jeder glatt. Und wenn du ein glatt zu sagen missbraucht wird, dann wird es krank. Und dann lädt der ganze Körper an. Wer hat sich nicht immer so eine kleine Teig gekillt, dass er sich meist nicht gut weiß, wohin. Besonders wenn einer sich der in der Nacht so halb im Schlaf meist weghielt. Dann litt der ganze Körper. Und so ist es auch im Geistlichen. Die Gemeinde von Jesus Christus ist als ein Körper, wird an all die verschiedenen Glieder benötigt ist, dort der Reich schaffen kann. Wir sollen uns nicht an sich richten über die verschiedenen Wege, wo Gott uns beraubt hat oder wozu er uns berufen hat. Wir sollen viel Dollar uns beschäftigen mit dort, was wir gemeinsam haben oder überein haben. Und dort ist, dort wir den Körper zum Guten dienen sollen. Wenn wir dort erst alle nun gekommen sind, was Gott von uns verlangen wird, und wir da noch Lust haben, dann können wir vielleicht ein bisschen an unseren Nächsten schicken. Und sein auf das, dass ja dann uns das gefällt und vielleicht über kritisieren. Aber nicht eier. Aber ich sehe noch viel zu weit oft davon, und dass ich was hebst du und denken kann. Weil da würde ich bloß noch einmal wieder hingestellt bleiben und was von mir verlangt ist. Das sind viel zu viele tägliche Dinge, was uns als Christen in der letzten Zeit haben Spannungen verursacht. Ich glaube, wir haben unsere Uhren einzige Mal viel zu weit von Jesus weggedreht. Und wir merken uns, dass mit Sachen schwer, wo das gar nicht mehr nötig ist. Wir haben persönliche Überzeugungen über politische Sachen und geistliche Meinungen und meinen, dort waren wir ein wirklicher Christ, wir da würde mit einem Matten mitstimmen. Und wenn er nicht tun, dann beweist er damit, wo schlaft er im Glauben ist. Aber hier ist das Problem mit so einer Ansicht. Die Bibel sagt nichts davon, dass wir alle für dieselbe politische Partei anstehen sollen. Der lehrt bloß, dass du ein Gott ist und ein Rader, durch wen wir gerat worden können. Und hier ist der König Snapsaat und Rofstaat. Dem einzigen König, was der Christ soll immer unterdonen sein, ist Jesus Christus. Wir sollen Christi nur Folger sein, nicht irgendeine politische Partei oder eine Gemeinde. Der Feind legt $6, als wenn wir als Christen uns streiten und spolen über Dinge, was wirklich und allein nicht anholen. Wenn wir Jesus Christus als das zentrale Ding in uns Leben haben, da wo wir dort leichter fingen, mit anderen Christen taub in Einigkeit zu sein. Wenn wir auch mochten ein bisschen verschieden sein, wenn wir auch von verschiedenen Kulturen und Gemeinden sein, und aber alle an denselben Gott leben, und dort das kein Numen ist, wodurch wir gerat worden können, als Jesus Christus, da je hier wie zu denselben Körper, wovon Jesus Christus der Haupt ist. Weil wir uns proben, einer dem anderen zu verdrehen und uns sich zu bemotigen, wo wir können. Und in Epheser, Kapitel 4 von 1 bis 6, schrift Paulus diese Wort, und der will ich gebruiken, uns zu ermutigen. Schrift dort so. Als einer, der für den Herrn im Gefängnis ist, kriege ich ihn an,
Leeft zo dat het damit stemmt, wozu Gott ihn berufen hat. Seid bescheiden, freundlich und geduldig. Habt so viel Lief, dat je in euren onder vertrauen. Seid immer nur uit, die Einigkeit im Geist zu bewahren, wodurch je miteinander verbunden bleiben. Dort jaf mo einen Körper und einen Geist, Jud zoals je alle durch ein in dezelfde Hoffnung berufen sind. Dort jaft ook mo einen Herrn, einen Glauben und eine Doop. Dort jaft mo einen Gott und Führer für uns alle. Hij steht über alle, schafft euch alle und leeft in alle. Wenn wir worden so leben, als wir zu beraubt sind, dann können wir mit wem durch die Kraft von den Heiligen Geist in Einigkeit sein, wann wir auch Verschiedenheiten haben. Ich will schließen mit einem Gedicht von 6 blinge Männer, was ich darüber streiten will in alle von Sachen. Diese Geschichte stammt von Indien und John Godfrey Sachs hat hiervon ein Gedicht geschrieben und ich habe dort ein Plottisch übersetzt. Dort heißt die blinge Männer und der Elefant. Du werden 6 Männer von Hindustan, was leichten sei zu lehren, und sie wollen ein Elefant sein. Aber, weil es blind sie alle werden, wollen sie selbst einen beobachten, um ihr eigenes Bild zu kriegen. Der erste kämpft den Kabeltan je in den großen Elefant, und er starrt sich an den seine sieht, und dann sagt er, das fällt sich bekannt. Ich weiß nicht, was das ist. Das hier ist aus einer Wand. Der zweite kämpft, und der fällt der lange Teen und sagt, na, was haben wir hier? So rund, so glatt, so scharf. Hij weiß, was das wir. Aus ein scharfer Spiss, so Sache das hier. Der dritte kämpft nur dort hier, um zu sein, was er wird fängen. Er kriegt den langen Rissel zu holen in seine Hänge. Ein Elefant ist aus einer Schlange, dort wirkt den befängt. Der vierte freut sich auch all, zu was er hat könnt. Er sperrt dort hier sein Bein, und dort wird stief und rund. Ein Elefant ist aus dem Baum, das war er befängt. Der fünfte kriegt dem zu holen, und sein großes schlapet Ohr. Er sagt, sogar der blinkste Mensch kann je sein, ganz klar, dass das Tier ist aus einer Flagge. So befing ich das durch. Und der sechste kam auch bald noch und nicht hier als hier krank. Dann krieg er eine Hänge zu holen, den Zell schlapp und lang. Er sah dort ein Elefant, der ist aus dem Strang. Und so streiten sich die Männer. Jeder glaubt, er wird reich, nicht einer leitet davon auf, was er hat gesagt. Jedem sind stemmen Bett. Doch wir dort ganz allein. Es ist dort nicht auch ein Bett, wo wir dort ferken daunen, wenn wir mit wem streiten und es steht da zu verstohlen. Streiten wir auch über ein Elefant, was nicht einer haft sein. Als die Israeliten ihr Missverständnis abgeklärt haben, lobten sie Gott dafür. Dort sei nu nicht jeden ihrer Brüder kämpfen dürfen und in der Einigkeit zwischen ihnen traggestellt werden. Wir wollen uns auch viel besser fühlen, wenn wir in Einigkeit mit unseren Geschwistern im Herrn taub schaffen. Wenn wir auch vielleicht in örtlichen Dingen verschieden sind, wird uns dort eine Freiheit bringen, wenn wir mit unseren Taubkeiten unseren Herrn dienen. Du hast wenig, was besser geht, als mit unseren Taub dem Herrn dienen. Weil das Wort eine ewige Freiheit bringen. Wir schließen mit dem Gebet. Himmlischer Vater, wir danken dir für wer du bist. Du bist treu und von Herzen leibtulich. Wir danken dir auch für was du alles gemerkt hast. Du hast so viel Verschiedenes in der Natur, was du für uns Genoten gemerkt hast. Und du hast uns auch alle so verschieden gemerkt. Wir danken dir, dass du sogar Sonnen aus Mikros für deine Ehrbrücken. Für jeweils, wenn wir Menschen nur uns gut sein und nur rechten, und nicht nur dein Wort nur. Sie mit uns, wenn wir hier rausgehen, und verhalb uns, dein Wort zu leben. Sieh auch alle Kranken nur an und schenk ihnen Heilung. Sieh ihnen besonders nur an, dass sie deine geben wird in deine Leib sperren möchten. Und all die, die eine schwere Zeit durchgehen, sieh die auch ihr Taufluchtsort. Nicht beten wir in Jesus Christus seinen Namen. Amen.